Es gibt Probleme, die willst du nicht haben. Aber es gibt Probleme, die willst du haben. Es gibt tatsächlich, hast du das gewusst, dass es Probleme gibt, die gut sind und wo du dich darüber freust und die cool sind. Es gibt, ich würde sagen, so zuoberst auf dieser Liste für mich Nummer 1 von allen Problemen auf dieser Welt, wo ich finde, jawohl, das Problem möchte ich gerne haben, ist, wenn du am Sonntagmorgen zu wenig Stühle hast. Das ist so ein gutes Problem, das wir heute Morgen hier hatten. Wenn man schnell sagen muss, wow, Timo und Nathanael, schnell, holt die Stühle, wir müssen noch mehr Reihen aufstellen, oder? Es hat mehr Leute als Stühle. Und dann, ja, nochmal, es hat immer noch zu wenig Stühle. Ich finde das so mega cool, dass wir heute Morgen so viele Leute da haben. Weil, durch das, dass ihr heute Morgen da sind, ehrt ihr Gott. Gebt Gott Ehre, sagen, hey, es ist gut und wichtig und richtig, dass ich am Sonntagmorgen in der Kirche bin. Und heute ganz speziell ehrt ihr nicht nur Gott, sondern ihr ehrt auch 3 junge Menschen, die heute etwas ganz Spezielles machen dürfen. Sie werden sich nämlich taufen lassen. Herzlich willkommen zum Taufgottesdienst bei uns im Kreuzpunkt. Bevor wir jetzt gerade einsteigen, die Predigt würde ich gerne zum Anfang noch beten mit uns zusammen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du präsent bist. Danke, lieber Jesus, dass du für uns gestorben und dass du verstanden bist, am 3. Tag vom Tod zurück zum Leben gekommen bist. Darum dürfen wir am Sonntag zusammenkommen in deinem Namen und wir dürfen deine Auferstehung Woche für Woche feiern. Danke, Heiliger Geist, bist du mitten unter uns, bist du präsent, bist du am Wirken. Dann möchte ich jetzt bitten, dass du einfach die Herzen berührst, dass du zu uns redest, dass du dieses Wort aufmachst und dass du es lebendig machst. Wir sind angewiesen auf dein Wirken. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Hey, wir steigen gerade ein mit dem Bibelvers aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ihr seht es hinten auf dem Bildschirm und ich tue es euch gerade noch vorlesen. Wir können es zusammen miteinander durchlesen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Im Englischen sagt man der Bibelstelle The Great Commission. Es ist der grosse Auftrag. Also die hat einen Namen bekommen, die ist so wichtig. In der Theologie hat man dieser Bibelstelle einen Namen zugegeben und das ist eben The Great Commission. Gibt es das eigentlich im Deutschen auch? Hat die Bibelstelle einen Namen? Das Sendungsmandat, eben, darum ist Englisch besser, oder? The Great Commission, oder? Die Pessimission, ja, das zählt nicht, das ist kein theologischer Begriff. Wir suchen den theologischen Begriff für die Bibelstelle, also das Sendungsmandat. Ich glaube, wir bleiben bei der Great Commission, der grosse Auftrag. Und das ist es tatsächlich. Jesus geht seinen Jüngern, bevor er zurück zum Vater in den Himmel geht, gibt er ihnen noch einmal so einen Auftrag, Zusammenfassung. Und er sagt, hey, liebe Jünger, das gilt jetzt für euch zum tun, bis ich wiederkomme. Das ist euch ein Auftrag. Ihr Jünger, geht und tut das. Und ich habe eine mega gute Nachricht für euch heute Morgen. Wir sind in Gehorsam von Jesus. Weil wir machen genau das, heute Morgen, wo er uns aufgetragen hat. Und das ist immer ein guter Ort zum Sein. Ich möchte in meinem Leben es gibt keinen besseren Ort für mich zum Sein, als genau dort, wo Gott gesagt hat, soll ich sein. Und es gibt nichts Besseres für mich zum tun, als das, was Gott mir aufgetragen hat, zum tun. Und heute Morgen als Kirche dürfen wir das tun. Also 3 Sachen, wir sehen 3 Aufträge aus der Great Commission. Das erste ist, macht Jünger. In aller Welt macht Jünger.
Seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr sind wir mit dem grossen Auftrag unterwegs und sagen, hey, was ist es, wo uns als Kreuzpunkt Existenzberechtigung gibt? Was möchten wir tun? Was ist unser Auftrag? Was gilt es für uns zum tun? Und wir haben gemerkt, dass Jesus uns ganz fest das Jünger machen aufs Herz gelegt hat. Du siehst da hinten an dieser Wand unsere Schritte, die wir definieren, sagen, hey, komm, wir möchten gerne, dass Menschen mit dem Jesus unterwegs sind. Dass sie neu lernen dürfen, was er gesagt hat und dass sie merken dürfen, was er für eine Kraft und eine Macht hat im Leben. Um das geht es. Hey, wir machen Jünger jeden Sonntag. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag, was wir machen wollen. Wir wollen Jünger machen. Also, darum treffen wir uns am Sonntag, darum treffen wir uns unter der Woche. Um das geht es. Das Zweite, was da drinnen steht, ist, wir sollen die Leute taufen. Auch das werden wir heute Morgen miteinander machen. Wir dürfen 3 junge Menschen taufen. Und das Dritte, was dort steht, ist, wir sollen lehren. Als Kirche sollen wir Menschen unterrichten, unterweisen in all dem, was Jesus gesagt hat, was es zu tun und zu machen und was er gesagt und gelehrt hat. Und das, habe ich gefunden, machen wir jetzt gerade miteinander. Ich möchte euch heute Morgen eigentlich lehren zu dieser simplen Frage, was ist eigentlich genau eine Taufe? Um was geht es bei der Taufe? Um diese Frage werden wir uns drehen und probieren zu beantworten, okay, was ist denn genau eine Taufe und warum lassen sich die Menschen jetzt dann gerade taufen? Also, das Praktische können wir relativ schnell aus dem Weg räumen, oder? Taufe ist, das kommt vom Griechischen, das heißt Baptizo, das heißt untertauchen. Das werden wir nachher machen, das ist die ganze logistische Administration. Wir nehmen die Leute und wir tun sie ins Wasser und wir nehmen sie wieder rauf, oder? Das ist eigentlich so die Logistik, die ihr wissen müsst zu der Taufe. Das wird euch erwarten und das werden wir dann miteinander dürfen bezeugen, dass das passiert ist. Aber die Taufe hat ja ganz eine tiefe Bedeutung. Es hat eine Symbolik in der Taufe drin. Und in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, wie kann man Taufe beschreiben, wie kann man das vergleichen, was für ein Bild kann man brauchen. Und Taufe ist eigentlich so ein bisschen wie ein Ehering. Es ist wie ein Ehering. Also alle, die verheiratet sind, oder die meisten, die verheiratet sind, haben sich dann mal so einen Ring an den Finger da, oder? Und den tut man ja austauschen, nachdem dass der Bund geschlossen worden ist. Und der Ring, der steht ja für eine Symbolik, oder? Der hat eine Bedeutung. Und der Ehering, der symbolisiert den geschlossenen Bund in seiner Gültigkeit und bleibend Permanenz. Sorry, das ist das Wort, das ich brauchen wollte. Permanenz. Das ist die Symbolik vom Ehering. Also man schließt einen Bund von der Ehe und als Symbol, als Zeichen von dem soeben geschlossenen Ehebund, tut man nachher den Ring austauschen. Und der Ring symbolisiert den geschlossenen Bund. Also der Ring ist nicht die Ehe, oder? Quasi, wenn ich mal am Morgen meinen Ring nicht anhabe, heisst das nicht, dass ich für heute jetzt nicht verheiratet bin, oder? Nein, so funktioniert das nicht. Sondern der Ring, der symbolisiert, was vorher passiert und geschlossen worden ist. Und bei der Taufe ist es eigentlich genau gleich. Wir möchten anschauen, die Bibelstelle aus dem Römer 6, Vers 3 bis 4, wo der Paulus erklärt, was die Bedeutung oder eben das Symbol, das Zeichen von dieser Taufe ist. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Und das ist die Symbolik, die Bedeutung von der Taufe. Menschen, die bekennen, hey, Jesus Christus ist mein Herr, er ist für mich gestorben und er ist für mich auferstanden. Ich will seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und wer das gemacht hat, die Entscheidung getroffen hat, der kann jetzt und der soll jetzt als Symbol, als Zeichen von dem geschlossenen Bund mit Gott
sollen sich die Menschen taufen lassen. Und die Symbolik ist sehr pragmatische, sehr praktische, sehr nachvollziehbare. Es beschreibt nämlich, wenn wir nachher unten runtergehen und die Menschen taufen, dann symbolisiert das, dass sie mit Jesus gestorben sind. Also wir nehmen die Körper und wir tun sie ins Wasser runter und wir sagen, wir bringen damit zum Ausdruck, dass das alte Wesen, dass das, was vorher war, unsere Fehler, unsere Schuld, dort, wo wir versagt haben, dort, wo wir nicht so gelebt haben, wie Gott der Vater sich das ausgedacht hat für uns, dass das so eben jetzt mit Jesus Christus ins Wasser gegangen ist, dass das gestorben ist, so wie Jesus am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt worden ist, so ist der Körper jetzt ins Wasser abgegangen und der ist dort gestorben. Die gute Nachricht ist, Jesus ist am 3. Tag von den Toten wieder auferstanden. Er ist lebendig geworden, hat sich gezeigt, 500 Jünger und mehr. Er ist Menschen erschienen und die haben realisiert und festgestellt, tatsächlich, der Jesus ist auferstanden. Und das ist die Bedeutung, wenn nachher die Menschen wieder zum Wasser raufkommen. Dass da etwas Neues entstanden ist. So wie Jesus auferstanden ist, ist jetzt ein neues Leben entstanden. Und die Menschen, die zum Wasser rauskommen, die sind eine neue Kreation, eine neue Schöpfung, wie es auch genannt wird in der Bibel. Ist ja nicht so, als würde das dann genau in dem Moment von der Taufe passieren, aber es ist eben die Symbolik, die das zum Ausdruck bringt. Jetzt gibt es noch ein paar Rahmenbedingungen oder weitere Sachen, die wir in der Bibel lernen können über die Taufe. Mal abgesehen von der Bedeutung und der Symbolik, die die Taufe mit sich bringt. Das Erste, was wichtig ist bei der Taufe, ist, es ist gedacht als öffentliches Bekenntnis für Jesus. Es ist gedacht als öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Das ist in unserer heutigen Zeit ein bisschen anders, als das damals war, im 1. Jahrhundert, wo die Taufe noch einen viel grösseren Stellenwert hatte. Und wenn man sich mal so ein bisschen in die Geschichte hineinversetzt, merkt man plötzlich auch, wieso dass die Taufe so dermaßen wichtig war für die ersten Christen, die Jesus nachgefolgt haben. Wieso dass die Taufe so eine starke Symbolik war. Weil Taufen sind öffentlich passiert. Das heisst, Taufbecken und so, die findest du heute noch, die gebraucht worden sind, die kann man ausgraben. Archäologen haben so Taufbecken entdeckt und die sind zentral in der Mitte des Dorf quasi. Also die siehst, das ist etwas, was öffentlich passiert ist. Das heisst, wenn jetzt ein Mensch sich entschieden hat, mal ich will mit Jesus leben, dann ist der nächste Schritt gewesen, okay, dann lade ich jetzt taufen und bekenne dich mit dem Akt öffentlich zu Jesus. Das bedeutet, wenn einer sich taufen lassen hat, hat das ganze Dorf nachher gewusst. Das war nichts mehr verstecken, sondern es war öffentlich. So ja, schau jetzt, der Benaja, siehst du, er lässt sich jetzt taufen und jetzt weiss es jeder. Er gehört jetzt zu denen. Oder die Lana, jawohl, jetzt ist es klar, jetzt ist es öffentlich bekannt. Sie gehört zu Jesus, unwiderruflich und jeder hat es gesehen, jeder hat es mitbekommen. Es ist ein Bekennen zu Jesus. Sagen, mal, ich gehöre zu dem und es ist gut und richtig, dass das jeder weiß. Gell, Selena? Das machen wir nachher. Das werden wir bekennen. Wir dürfen nachher hören, wie die jungen Menschen vorkommen und das bekennen, mit ihren eigenen Worten beschreiben, wieso und wie der Jesus wichtig ist für sie. Also das öffentliche Bekenntnis, Matthäus 10, Vers 32, gibt es noch das Versprechen zu dem Bekennen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Und darum ist die Symbolik von dieser Taufe ganz besonders im 1. Jahrhundert so mega wichtig gewesen. Man hat sich durch diesen Akt öffentlich geoutet. Und jeder hat gewusst, aha, die gehört jetzt auch zu dem Jesus. Es hat ganz reale Konsequenzen nachher daraus herausgegeben. Verfolgung war nicht so mega selten gewesen. Das hat wie auch dazugehört. Und doch haben sich so viele Menschen entschieden, mal, der Jesus hat alles für mich gegeben und ich bin jetzt bereit, alles für ihn zu geben. Also das ist das Erste, das öffentliche Bekennen. Das Zweite ist, zuerst vor dieser Taufe braucht es eine Umkehr. Es braucht das Erkennen, dass Jesus Christus Herr und Heiland ist. Und man muss erkennen, okay, etwas in meinem Leben stimmt nicht. Es gibt Sachen in meinem Leben, die nicht gut sind. Ich verletze manchmal andere Menschen. Ich
lebe nicht immer nach den Ideen und Vorgaben, die der Vater im Himmel für mich gedacht hat. Auf Englisch sagst du so schön, I fell short. I fell short, oder? Das ist einer, der probiert zu gumpen, aber nicht genug weit kommt und dann geht er ins Loch, oder? Und das ist so ein Wort, das für uns alle zutrifft. Hey, manchmal fallen wir halt short, oder? Das kann man auf Deutsch irgendwie nicht so gut sagen. Ich bin zu wenig weit gegumpet. Das geht nicht. Nein, I fell short. Und das ist der Zustand, wo man zuerst erkennen muss, auf dass Jesus Christus kann Schuld vergeben und erretten. Aus der Apostelgeschichte 2, Vers 37, Vers 38 siehst du die Reihenfolge so schön. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Und die Botschaft, die da erwähnt ist, ist die allererste Predigt, nachdem dass der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist. Der Paulus hat vor versammelter Menge in Jerusalem die allererste Predigt und die Leute haben die Botschaft gehört und sie sind tief betroffen gewesen. Und jetzt kommt, sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus ist, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also kehrt um, erkennt, wo ihr zu kurz gegumpelt sind, wo ihr runtergefallen sind, wo ihr die Messlatte nicht erreicht habt. Und Jesus wird vergeben. Kehrt um, erkennt, tut Buß und dann lasst euch taufen als Zeichen von dem, was so eben passiert ist. Das ist aus biblischer Sicht betrachtet, was wir dann so eben gerade werden machen miteinander. Wenn wir Menschen werden taufen, dann werden wir eine symbolische Handlung vollbringen, die zum Ausdruck bringt, dass Menschen sich ganz und gar Jesus hingeben wollen, dass sie sich öffentlich zu ihm bekennen und dass er der ist, der ihnen Schuld vergeben hat. Ich weiss, manche von euch sind vielleicht so ein bisschen mehr visuelle Lerner. Ich habe gefunden, ich bringe noch ein kurzes Beispiel, was Taufe genau bedeutet. So ein bisschen mehr sichtbar. Das wäre jetzt dein Moment, genau. Ich habe etwas Kleines für euch vorbereitet, so, um es nochmal visuell zu machen. Genau. Genau, yes, danke schön. Genau, ist das da herstellen. Super. Okay, jetzt hat es hier eine Kiste. Die Kiste, die steht jetzt mal symbolisch für mein Leben. Und in meinem Leben gibt es verschiedene Sachen, die wichtig sind. Können Sie es vielleicht aufnehmen, dann sieht man sich besser. Gell? Es gibt Sachen, die sind wichtig in meinem Leben, die machen mein Leben aus. Zum Beispiel, wenn ich so an mein Leben denke, ich meine, das Erste, was mir natürlich so in den Sinn kommt, ist wahrscheinlich meine Familie. Ich habe Spiegelt es? Ja, no. Genau. Das ist meine Familie. Ich habe eine Frau und ich habe das Privileg, Vater sein von 3 Kindern. Und ich würde sagen, hey, das ist etwas, das mein Leben ziemlich wesentlich ausmacht. Oder? Und wir tun das jetzt da mal in die Lebenskiste rein. Oder? Das ist wie ein Teil von meinem Leben. Jetzt gibt es noch andere Sachen in meinem Leben. Zum Beispiel, ich habe eine Lehre gemacht auf der Bank. Oder? Meine Ausbildung. Ich habe jetzt mal gefunden, ja, 100er Noten symbolisiert so ein bisschen meine Lehre auf der Bank und vielleicht auch steht das vielleicht so für meine finanziellen Möglichkeiten, die ich habe im Leben, oder? Und ich würde sagen, mal, eigentlich, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, was ich für eine Ausbildung habe, das ist doch eigentlich recht wesentlich, oder? Und das würde ich sagen, mal, das gehört eigentlich schon auch so ein bisschen zu mir oder zu meinem Leben, was mich als Person so ausmacht. Jetzt gibt es noch andere Sachen in dieser Kiste, zum Beispiel so ein bisschen, genau, ich finde Football mega cool. Ist jetzt gerade wieder Football-Season. Dunja und ich, jeden Sonntagabend schauen wir so zusammen Football. Das ist eigentlich ein Hobby von uns, das wir so machen. Im Moment ist es zwar nicht so mega lustig, weil die Rams sind gerade mega schlecht, aber über das reden wir jetzt nicht. Auf jeden Fall Football, man kann sagen, hey, wie ich meine Freizeit verbringe, was mich interessiert, was ich so schaue im Fernsehen, das ist auch wie ein Teil von meinem Leben, oder? Das kommt auch so in meine Lebenskiste drin rein. Dann, was ich natürlich auch noch habe, ist so ein Schlüssel, oder? Der symbolisiert so erstens meine Wohnung, wo ich wohne, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo ich daheim bin, was ich kann aufmachen, was ich bewege. Vielleicht hat es da einen Autoschlüssel dran, weißt du, so von einem krassen Schlitten oder so. Das kann manchmal auch
Leben ausmachen. Da ist auch mein Arbeitsschlüssel zum Kreuzpunkt. Mit dem komme ich in den Kreuzpunkt hinein. Das würde ich sagen, sind doch auch so ein bisschen wesentliche Teile von meinem Leben. Das macht schon auch so ein bisschen mein Leben aus. Dann, ich gehe auch mega gerne joggen. Das ist wichtig für mich, für meine mentale Gesundheit und so für Sport und so. Bin gerne mal noch unterwegs am Joggen. Ich würde sagen, das hat auch irgendwie so ein bisschen wie auch Platz so in dieser Lebenskiste drin. Und ich bin auch Schweizer, oder? Meine Idee sagt das. Ich gehöre da zu dem Land dazu. Darf mich ein stolzer Bürger von der Schweiz nennen. Das würde ich sagen, das gehört eigentlich auch so ein bisschen in meine Lebenskiste drin, oder? Das macht mich so ein bisschen wie aus, oder? Genau. Und jetzt, wie genau, was hat eigentlich jetzt die Taufe mit dem zu tun? Oder wie kommt jetzt quasi so mein Glaube da drin rein? Ich habe gestern mit meinen Kindern zusammen noch so ein Kreuzchen gebastelt, oder? Das symbolisiert so ein bisschen wie der Glauben, oder? Und wenn ich mich jetzt dann taufen lasse, dann können wir ja sagen, okay, es ist wie, okay, ich lasse mich jetzt dann taufen, oder? Ich tue mich da ins Wasser rein und dann ist das wie auch etwas, wo einfach auch noch so in die Kiste drin reinkommt und jetzt bin ich halt auch noch getauft, oder? Und das gehört irgendwie wie auch, Glauben ist auch noch etwas, was zu meinem Leben und zu meiner Kiste dazugehört. Das ist wie ein weiteres Ding, das da auch jetzt noch reinkommt, oder? Nein. Nein, das ist nicht, was Taufe ist. Taufe ist 2. Korinther 5, 15. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Verstehst du? Taufe ist nicht quasi, ich tue jetzt da noch ein bisschen Glauben in meine Lebenskiste, sondern Taufe ist, hey, mein Leben, alles, was ich bin, gehört Jesus. Das ist für ihn hingegeben. Ich will alles, was mich ausmacht, was ich kann und was ich bin, ihm hingeben. Alle Bereiche, alles, was ich wichtig erachte und wo ich sage, hey, das bin ich. Das gebe ich Jesus her. Meine Hobbys, meine Zeit, mein Geld, meine Finanzen, mein Daheim, meine Family, all diese Bereiche gebe ich Jesus hin. Das ist die Bedeutung von Taufe. Christus ist gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selber leben, sondern für Jesus. Also, liebe Täuflinge, sind ihr bereit, euch taufen zu lassen? Hey, wir haben Ihre Namen schon erwähnt. Ich darf euch jetzt führen bitten. Kommt doch führen. Wir dürfen hören, wieso dass sie sich taufen lassen, wie sie Jesus kennengelernt haben. Dann dürfen wir ihnen einen Bibelvers nachher dürfen wir ihnen einen Bibelvers zusprechen. Simea, kannst du mir schnell den zweiten Knochen dort? Genau, der. Super. Genau, danke vielmals. Das sind jetzt also die jungen Menschen, die sich taufen lassen, die öffentlich bekennen, dass sie mit Jesus leben wollen. Und wir haben gesagt, hey, bevor wir sie taufen, sollen sie doch ganz kurz erzählen, wieso, warum und wer Jesus ist für sie. Ich bin der Benaya, ich bin 15, spiele seit 8 Jahren Unihockey. Und der Grund, wieso ich mich taufen lasse, ist eigentlich so ein bisschen vor einem Jahr passiert. Es war gerade Saisonstart, am Anfang Oktober und Ende Oktober hatte ich mir den Arm gebrochen. In der Schule, in der Projektwoche, Mittwochmorgen. Und dann habe ich so erkannt, hey, ich darf jetzt 2 Monate keinen Sport machen. Es ist ein bisschen schwierig, es ist Unihockey-Saison, ich habe 2-mal Match in dieser Zeit. Ich werde fehlen an diesen 2 Matches, ich kann nicht mitspielen. Und wir waren schon ein bisschen sehr wenig bei unserem Team, bei der 16. Wir waren das 6. dann. Wir sind dann 2-mal nur 12. an dem Match. Es ist ein bisschen schwierig, zumal gegen Gegner zu spielen, die 6. oder 7. sind. Ja, und dann habe ich einfach so hinterfragt, wieso passiert das jetzt? Wieso jetzt mitten in der Saison und nicht später? Und dann habe ich einfach erkannt, wo nachher ich durfte den Sport spielen, also Sport machen und nicht spielen. Und dort habe ich gemerkt, meine Ausdauer ist wieder da, sie ist besser als vorher, ich bin stärker gewesen. Und ich hatte das Gefühl für mich, ich bin besser im Unihockey.
Und dann habe ich so erkannt, hey, Gott hat zwar mir wie ein Handicap gegeben und mich wieder zurückgestellt. Und ich habe es zuerst nicht erkannt und nachher, als ich im Nachhinein habe ich gesehen habe, er hat etwas Besseres daraus gemacht. Ich bin nicht mehr so wie vorher, ich bin besser wie vorher. Er hat die Situation genutzt und mich besser gemacht. Und das ist der Grund, wieso ich mich taufen lassen möchte. Sehr cool. Benaya, wir haben doppelte Lautstärke. Wir haben für dich. Entschuldigung. Wir haben für dich einen Taufvers ausgesucht und ich möchte dir jetzt einfach zusprechen aus dem Johannes 11, Vers 25. Dort sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das möchte ich dir einfach zusprechen mit dem Vers, auch als Erinnerung: Hey, die Symbolik, die wir nachher vollziehen, ist wahr für dich. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und so wirst du sterben und auferstehen. Selena, erzähl doch du, wieso dass du dich heute möchtest taufen. Vor 7 Jahren hat mich eine sehr gute Kollegin von mir mitgenommen an ein Adonia-Konzert, wo sie auf der Bühne gestanden ist, und hat mich einfach eingeladen dorthin. Und ich bin dann dort mega betroffen von dem Ganzen, und dann hat sie mich dann nachher auch mitgenommen in die Kirche. Und ich habe zwar vorher gewusst, dass es einen Gott gibt und wer er ist, so ein bisschen, aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass es eine Beziehung zu Gott gibt, dass es eine persönliche Beziehung zu Gott gibt. Und das habe ich dann lernen, und ich durfte lernen, dass er eine Beziehung mit mir will. Und dann habe ich mich kurz darauf bekehrt und bin seitdem eigentlich mit Gott unterwegs. Und was ich durfte lernen über all diese Zeit, ist durch all die Höhe und Tiefe, ich habe einen himmlischen Vater, der mich ganz genau kennt und mich liebt. Und ich will mit diesem Freund durchs Leben gehen, und genau um das einfach nochmal bezeugen, lasse ich mich heute auch taufen. Mega cool. Genau. Hey, ich darf dir zusprechen, dein Taufvers aus Jesaja 26, Vers 4. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Und das möchten wir dir wirklich einfach zusprechen, Siljan. Möchtest du erleben und erkennen in deinem weiteren Lebenslauf, dass er der Fels ist und dass du wirklich und solid auf ihm kannst bauen. Ilana, wieso möchtest du dich taufen lassen? Hallo zusammen, ich bin Ilana, falls ihr noch nicht mitbekommen. Ich bin genau vor 2 Jahren und 1 Monat im Unterlager gewesen. Und dort habe ich so meinen allerersten Eindruck bekommen. Und zwar, das war so, dass wir haben gerade das Thema hatten, wie heißt das nochmal? Was Jungschi macht, halt so Leute im Glauben lehren und so. Und dann habe ich plötzlich so einen Mensch, den ich ein halbes Jahr vorher im Mini-Leiterkurs kennengelernt habe, im Kopf gehabt, und es hat mir nicht weggehen wollen. Und dann habe ich mit meinem Jugendpastor geredet, der dort war und mit uns war. Und dann hat er gefunden, ich glaube, das ist ein Eindruck, red doch mal mit dieser Person. Und dann haben wir geredet, und ich habe erfahren, dass er seit etwa einem halben Jahr oder so dann keine Jungschi gemacht hat. Und er hat schon zwar mehrere Menschen vorbeigeschickt bekommen, dass er wieder Jungschi machen soll und dass es wichtig ist, dass er das macht. Und dann bin ich so den ausschlaggebenden Punkt gemacht, wo ich gefunden habe, doch mal, ich mache jetzt wieder Jungschi. Ja, und es ist dann halt so weitergegangen, bis ich habe immer verschiedene Eindrücke gehabt. Ich habe mal Eindrücke gehabt, erst letzte Woche so, ja, bete doch für die Person im Zug, im Abteil gegenüber von mir. Ja, und das ist so ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich mich mit taufe. Hey, und so möchte ich dir zusprechen, Ilana, aus dem Psalm 25, Vers 5. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Und das möchten wir dir wirklich zusprechen.
dass er dich lehrt, dass er mit dir unterwegs ist und dass, wenn du dich heute taufen lässt, dass das auch ein Bekenntnis soll sein, dass er deine Rettung und dass er deine Hoffnung ist. Come on. Hey, jetzt dürfen wir noch mal miteinander können noch mal ansitzen. Danke vielmals. Bevor dass wir jetzt alle nachher ins Erdgeschoss runtergehen, wo wir das Taufbecken aufgestellt haben, dürfen wir jetzt noch mal einfach kurz mit einem Lied noch mal vor Gott kommen, den Gott noch mal anbeten, ihm die Ehre geben, ihm Danke sagen. Genau. Und dann erklärt dann Sabrina, wie es konkret weitergeht. Aber jetzt möchte ich dich zuerst fragen, Benaya, da vor versammelter Gemeinde, von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, möchtest du bekennen, dass Jesus Christus dein Herr und dein Heiland ist? Ja, ich möchte. Sehr gut. Dann darf ich dich jetzt dann gerade taufen. Und zwar machen wir das auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Benaya, ich darf noch für dich beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Benaya, Herr, dass er den Glaubensschritt gewagt hat, Herr, und dich vor all diesen Menschen bezeugt, Herr, dass er dir nachfolgen will und dich als Herr anerkennen, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du ihm hilfst auf seinem Glaubensweg, Herr, dass du ihm hilfst, dass er wachsen in dieser Gemeinschaft mit dir, dass er aufblühen, Herr, dass er die Liebe von dir erfahren kann, mehr und die auch weitergeben kann, Herr. Dass du ihn befähigst, mit seinen Gaben und mit allem, was er ist und hat, das auch zu tun, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du ihm auch Menschen zur Seite stellst, die ihn begleiten, Herr, die ihn ermutigen in schwierigen Zeiten, aber auch Menschen, die ihn in Zeiten, wo er vielleicht vom Weg abkommt, Herr, auch ermahnen, Herr. Dass du bei ihm bist und einfach ihn begleitet tust, Herr, auf dem Glaubensweg, wo er jetzt antritt. Und ich bitte dich, dass du ihn segnest und zum Segen setzen tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, gleiches bei dir, Selena. Ich möchte dich fragen, da vor versammelter Gemeinde, aber auch vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, möchtest du heute Morgen bekennen, dass Jesus Christus dein Herr und Heiland ist? Ja. Sehr gut. Dann darf ich dich jetzt taufen auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ja, Siri, ich darf noch für dich beten. Ja, Herr, segne jetzt einfach Selina auf ihrem Weg. Danke, hat sie dich einfach als dein Herr, als ihr Herr anerkennen. Danke, dass sie jetzt einfach das Kind von dir sein und das dürfen heute bezeugen mit der Taufe und begleitet sie jetzt einfach auf ihrem Lebensweg. Zeig du ihr den Weg, wo sie durchgehen, dass sie einfach gestärkt sein und ja, dich einfach als Fundament haben. Amen. Amen. So gut. Es ist kalt, ne? Nein, es ist nicht nur ein bisschen frisch, es ist wirklich kalt. Aber hey, Ilana, zu dieser ganz wichtigen Frage, die ich dir heute stellen möchte. Möchtest du vor der versammelten Gemeinde, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen und bezeugen, dass Jesus Christus dein Herr und dein Heiland ist? Ja, ich möchte. Sehr gut. Dann darf ich dich taufen auf den Namen vom Vater und auf den Namen vom Sohn und auf den Namen vom Heiligen Geist.
Ja, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für die Lana. Ich danke dir vielmals, dass du sie erwählt hast, dass sie dein Kind sein darf, dass sie ein Königskind sein und dass sie sich für dich entschieden hat, dass sie möchte ein Leben leben, das wirklich für dich ist, wo all ihre Bedürfnisse, alles, was sie hat, all ihre Lebensbereiche mit dir in Einklang dürfen sein, für dich dürfen sein. Und ich möchte sie jetzt einfach sagen in dem, dass sie immer wieder die Entscheidung treffen darf. Und ich danke dir, dass sie die Entscheidung heute vor so vielen Leuten hat treffen. Und ja, danke, dass es auch ein Fest sein im Himmel für die Lana. Amen. Mega cool sind ihr hier oben und da Teil von dem starken Bekennen und Bezeugen. Ich hoffe, ihr habt so fest geniessen wie ich, um einfach zu sehen, wie junge Menschen mit Jesus unterwegs sind. Amen.